Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brain Rain, deinem bilingualen Podcast über persönliche Weiterentwicklung und über echte Geschichten und all die Themen, wo wir im Alltag einfach zu wenig darüber reden tun. Der Podcast ist gemacht in 2 Sprachen. Es ist eine Episode auf Englisch und eine auf Deutsch. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade eine schwierige Zeit im Leben durchlebst, dann bist du nicht alleine. Und wenn du denkst, dass der Podcast dir dabei helfen könnte, dann abonniere ihn doch, so verpasst du keine Episode mehr. Falls du mir ein Feedback möchtest darlassen, findest du mich auf Instagram unter Mirojax oder auf TikTok unter Mirojax und Yagi-Effekt. Und dann würde ich mal sagen, danke, hast du den Podcast angeklickt und wir starten mit der 4. Episode. Also, als erstes Mal, bevor wir mit dieser Episode überhaupt starten, Happy New Year und ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt und habt Zeit können mit euren Familie und Freunden verbringen. Next up haben wir einfach mal, ich glaube, es braucht einfach mal die Realität zu dieser Episode gerade, weil eigentlich wollte ich eine Episode aufnehmen zum Thema, wie redest du eigentlich mit dir selber? Und ungelogen, ich sitze schon gefühlt seit 5 Stunden auf dem Stuhl und probiere das Thema zu erklären und es geht einfach nicht. Was so ein Witz ist eigentlich, weil es ist ja genau das Thema, genau das Thema, das ich euch erzählen wollte, beschäftigt mich heute gerade so unnormal selber, dass ich es einfach nicht gebacken bringe, um die Episode aufzunehmen. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Das macht mich immer noch wahnsinnig, dass ich das jetzt nicht anbekommen habe. Und darum kotzen wir uns jetzt einfach mal schnell darüber aus. Also, ich weiss nicht mal, wie die Folge sich betiteln wird, aber das sehen wir dann auch in Zukunft. Future Me Problem. Also, auf jeden Fall wollte ich eigentlich darüber reden, wie das es dich halt beeinflusst, wenn du die ganze Zeit halt negativen Selbsttalk hast und wie schön dass es wäre, wenn du dich halt einfach selber aufpushen würdest und wie wichtig dass es ist, zum positiv mit dir selber zu reden. Und heute bringe ich es nicht an. Das ist genau der Tag da, wo ich die Episode angefangen habe zu erzählen. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist nicht gut genug. Nein, ich habe zu viele Fehler gemacht. Nein, ich wiederhole mich schon zum 10.000. Mal. Oder hey, der rote Faden macht voll keinen Sinn. Löschen. Ich habe irgendwie 63 Takes in meiner Kamerarolle von Clips, die ich angefangen habe und wieder gelöscht habe, weil ich sie selber nicht gut genug empfunden habe zum Poster. Obwohl es eigentlich, wenn es irgendein anderer Mensch da draussen sieht, würde er wahrscheinlich finden, aha, weißt du, mega guter Inhalt von diesem Video und so. Und ich bin selber diejenige, die findet, nein, das ist nicht gut genug, um jetzt irgendwie da zu posten. Und es ist so ein Witz, dass ich mir selber eigentlich die Kraft nehme, um eben die Episode aufzunehmen, obwohl ja ich diejenige bin, die sagen, Leute, sind doch weniger streng mit euch. Also voll die Hypocrisy dahinter eigentlich. Auf jeden Fall braucht es auch das. Es braucht auch einfach auch das. Ich habe wirklich probiert, um so diejenige zu sein, die sagt, hey, schau, zum erfolgreich sein, kannst du nicht nur basierend auf Motivation filmen. Es geht nicht, dass du einfach sagst, ja, heute bin ich unmotiviert, ich filme jetzt nicht oder heute habe ich keinen Bock und ich mache es jetzt nicht, weil es ist ja genau die Unbeständigkeit, die mit Social Media halt mega schwer ist. Du musst jeden Tag irgendetwas rausbringen, du musst jeden Tag irgendetwas dafür machen, damit dein Account und dein Content halt wächst und sich weiterbildet und keine Ahnung was. Und dementsprechend kann ich nicht sagen, ja, hey, weißt, ich möchte ein erfolgreicher Content Creator werden, sitze aber da und poste keinen Content. Also das macht ja auch keinen Sinn. Das heisst, ich muss dahinter sitzen, auch wenn ich vielleicht am Tag weniger motiviert bin. Und heute, ich bin nicht weniger motiviert. Ich bin eigentlich motiviert, um diese Episode aufzunehmen, aber durch meine ständige kritische Gedanken über mich selber bin ich so unzufrieden mit dieser Episode gewesen, dass ich einfach gefunden habe, eben genau, es bringt nichts, ich mache nichts und ich habe keinen Bock mehr auf das. Dabei habe ich ja Bock, ich will es ja machen, ich will es ja umsetzen und ich will ja, dass in Zukunft ich so eine Audience habe, die wirklich gerne meinen Podcast zulässt und all das Zeug und es braucht halt auch den Weg dorthin, weil jetzt ist es halt einfach realistisch gesehen so, dass der Podcast eigentlich noch A, sehr viele Leute nicht wissen, dass es existiert und B, gewisse Leute halt einfach noch nicht die Zeit gefunden haben, um sich die Episoden anzuhören, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil kein Mensch postet ein Video und hat nachher 100'000 Followers und keine Ahnung was. Und das spielt ja auch überhaupt keine Rolle, wie viel Aufrufe ein Video hat. Ich meine, ich glaube, mein letzter Podcast auf YouTube hat, glaube ich, 20 Views oder so. Und das ist mir egal, weil ich finde es mega schön, dass es überhaupt existiert, dass ich das überhaupt mache. Und ich finde es super, dass ich mal den Schritt gegangen bin, um die Sachen posten und alles, weil es hat Zeiten gegeben, wo ich es unbedingt haben wollte und einfach nicht gemacht habe und dann habe ich es bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Also es ist doch mega schön, dass ich schon mal diesen Schritt gemacht habe, aber ey, amix habe ich so Mühe also amix stehe ich mir einfach selber im Weg. Ich stehe mir so brutal selber im Weg und ich einfach finde, ja, das interessiert ja eh niemand. Das ist richtig so ein selbstbemitleidendes Verhalten, wo ich so keine Lust mehr habe, um das zu unterstützen. Aber trotzdem verfange ich mich immer wieder in dem. Ich verfange mich so fest in dem Gedankenweise, in dieser Bubble drin und finde dann irgendwann snap ich so an und finde so, aha, aber ist ja eigentlich auch voll in Ordnung, ist ja voll okay,
dass es jetzt gerade nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, ist auch in Ordnung, wenn es Schritt für Schritt kommt. Das ist auch normal, dass das Schritt für Schritt kommt. Und das ist eigentlich der Part, das ist jetzt genau der Part, den ich eigentlich im Podcast auch ansprechen wollte, dass es einen kritischen Anteil in deinem Hirn gibt, der dir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen einredet und dir alles negative Selbsttalk zuschnurrt. Und dann gibt es halt den gesunden, erwachsenen Anteil in deinem Hirn, der findet, hey, ist doch in Ordnung. Und ich wollte eigentlich da sitzen, um euch zu sagen, hört nicht auf den Kritiker, hört weniger auf den kritischen Anteil in eurem Hirn und hört auf den gesunden Erwachsenen, wo euch sagen tut, hey, es ist in Ordnung und ihr braucht Zeit. Und das ganze Prozedere hat seine Schritt für Schritt und es hat seine Ups und Downs, weil was im Leben funktioniert von Anfang an perfekt? Gar nicht. Wenn ich mir so überlege, dass nicht Tesla, ich glaube Amazon ist es, dass Amazon angefangen hat in einer Garage und es irgendwie keine Ahnung wie viel Patent gebraucht hat, bis man endlich mal gesagt hat, okay, Amazon Storefront öffnet sich jetzt und jetzt ist es eine von diesen meist bekannten Plattformen, wo man sich alles holen kann und keine Ahnung was. Und ich meine, ich glaube nicht, dass mein Podcast jemals so groß wird wie Amazon, also ich vergleiche mich da überhaupt nicht mit denen, aber es ist wie so, ich muss halt auch einfach sitzen und das Zeug machen und ich muss auch, also müssen nicht, ich will's. Stellen wir das mal schnell an. Ich will's. Ich will da sitzen und labern. Ich will da sitzen und mein Zeug teilen. Ich will da sitzen und irgendeine Art von Veränderung in dieser heutigen Gesellschaft wirken. Ich möchte da sitzen und können sagen, hey, ich bin stolz darauf, dass ich einen Podcast habe. Ich bin stolz darauf, dass ich einen YouTube-Channel habe und den pflegen tun. Ich bin stolz darauf, dass ich mit Menschen connecten kann und dass Leute zu mir kommen und mir positives Feedback geben oder negatives Feedback geben, das mich im Leben weiterbringen. Also, was braucht es für das? Consistency. Ich muss einfach weitermachen, okay? Und das ist jetzt einfach genau der Punkt, wo ich muss sagen, ich muss. Ich muss, also ich will. Für mich selber, ich will und ich muss. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, es hat ein bisschen Inspiration gebraucht jetzt von meinem Freund, weil ich bin unten auf dem Sofa gelegen und wir haben gesagt, es bringt nichts und ich will nicht und ich habe keine Nerven mehr. Nach dem 70. Mal aufnehmen habe ich gefunden, nein, ich bringe es nicht an, um heute irgendeine gescheite Message durch die Podcast-Episode zu bringen. Aber ich glaube, irgendwie muss ich sie anbringen. Und dann hat er gesagt, also du gehst jetzt einfach rauf und rantest. Und jetzt habe ich 7 Minuten gerantet, Leute. Ja, braucht's. Ich weiss nicht, ob ich das posten werde. Wenn ich es posten dann ist es doch umso besser. Dann würde ich ja eigentlich meinem Image entsprechen und sagen, hey, ich poste auch die Realität von Content produzieren. Weil das ist das, was ich euch immer gesagt habe. Ich habe gesagt, ich will authentisch sein und ich will real sein mit euch. Und das wäre eigentlich genau der Punkt, wo ich euch beweisen könnte, ich bin real und ich bin authentisch mit euch. Theoretisch müsste ich das jetzt posten. Mache ich es, werden wir noch sehen. Nachdem ich das wieder angeschaut habe und gefunden habe, okay, kann ich oder kann ich nicht. Aber ich glaube schon. Ich weiss nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Falls das zu einer offiziellen Episode wird, dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören, für meinen Rant. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!